Ganz herzlich willkommen. Ich lade dich ein auf eine Entdeckungsreise. Ich lade dich ein, das Zusammenspiel deiner Hüftmuskulatur, deiner Hüftstrukturen mit der Nackenstruktur zu erfahren, in deinem Körper zu erleben, was das Lösen, das Öffnen der Hüfte allenfalls für Auswirkungen in deinem Schulter-Nackenbereich hat. Lass dich überraschen, beobachte und fühle, was die einzelnen Bewegungen in den verschiedenen Bereichen, Körperregionen auslösen. Als Hilfsmittel nimm dir einen Yogagürtel oder auch einfach ein Tuch zur Hand. Wir starten in einer Kindsposition. Richte dich in der Kindsposition auf deiner Matte gemütlich ein. Du kannst deine Knie öffnen oder geschlossen halten. Strecke deine Arme über den Kopf aus und spüre in dich hinein. Spüre deinen Körper, spüre deinen Atem. Und nimm einfach mal wahr, was ist, ohne zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen. Atme tief ein durch deine Nase, hinten seitlich in deine Rippenbogen, spüre das Aufdehnen der Rippenbogen und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund, lasse die Luft wieder ausströmen, sinke in dich zusammen. Tiefes Einatmen durch die Nase, atme bis hinten in den Lendenbereich. Öffne den ganzen Rücken, spanne die ganzen Strukturen auf und mit dem Ausatmen sinke entspannt in dich zusammen. Tiefes Einatmen, spüre die ganze Länge über deinen Körper. Ausatmen, spüre das Entspannen. Nimm die linke und die rechte Seite wahr. Wie viel Raum hast du in deinem Körper? Drücke deine Hände in den Boden. Mit dem nächsten Ausatmen Steißbein kraftvoll einrollen, Beckenboden aktivieren, in die Bauchhöhle ziehen, Korsett schnüren, komm wellenförmig nach vorne in ein halbes Brett. Die Hände ziehen die Matte wie seitlich auseinander. Mit dem Einatmen schiebe dich mit den Händen wie über die Matte zurück, Steißbein rollt sich aus, zieht nach hinten, Beckenboden ist entspannt geöffnet, bleibt geöffnet und erst mit der nächsten Ausatmung Steißbein wieder kraftvoll einrollen, Beckenboden innerlich nach oben in die Bauchhöhle ziehen, wellenförmig nach vorne gleiten in ein halbes Brett. Einatmen, schieb dich über die Hände, Arme zurück. Steißbein ist geöffnet, Sitzbeinhöcker sind weit, Beckenboden geöffnet, entspannt.
Ausatmen, Steißbein wieder kraftvoll aktivieren. Spür die Bewegung. Wie fühlt sich dieses nach vorne und hinten gleiten an? Jetzt in dem Moment schieb dich noch einmal mit dem Einatmen zurück. Ausatmen, kraftvolles Steißbein einrollen, mit dem Schambein verbinden, die Kraft übers Schambein, über den Bauchnabel Richtung Brustbein fließen lassen, ins halbe Brett nach vorne kommen und mit dem Einatmen wieder zurückschieben. Genieße die Bewegung, nimm wahr und dann sink zurück in die Kindposition. Lass den Atem fließen. Wie ist es zurzeit in dieser Kindsposition? Nimm einfach für dich wahr. Von dieser Kindsposition komme dann nach vorne in eine Bauchlage. Die Hände kannst du als Kissen benutzen. Die Ellenbogen sind weit. Du hast Platz zwischen den Schultern und deinen beiden Ohren. Schiebe ein Bein und das andere aus deinem Hüftgelenk in die Länge, entspanne es. Das andere Bein anheben, in die Länge schieben und entspannen. Mit der Ausatmung ziehe dein Steißbein etwas nach hinten, dass du den Lendenbereich leicht verlängerst. Einatmen, Stirne von den Händen wegheben. Brustbein zieht nach vorne. Ausatmen, bleiben. Einatmen, ziehe dein Brustbein, deinen Kronenpunkt weiter nach vorne in die Länge. Ausatmen, wieder bleiben. Ein Öffnen vorne über die Brust. Nochmal mit dem Einatmen, wenn es möglich ist, etwas höher kommen. Und mit der Ausatmung wieder von oben zurückrollen. Stirne ablegen. Einatmen, Stirne wegheben, Brustbein zieht nach vorne. Ausatmen, bleiben. Einatmen, weiter nach vorne, oben kommen, ausatmen, bleiben. Und nochmal, mit dem Einatmen, weiter nach vorne, oben wachsen. Hier bleiben und dann beginne deinen Kopf zu drehen. Nimm diese Drehbewegung wahr, diese Rotation. Wie weit kannst du drehen? Wie beweglich ist das Ganze? Kommst du auf der linken und rechten Seite gleich weit? Gibt es allenfalls Unterschiede? Sind die Bewegungen gleichgeschmeidig? Versuche dir zu merken, wie es im Moment ist. Und dann mitte den Kopf wieder ein und rolle Wirbel für Wirbel für Wirbel zurück. Platziere die Stirne auf deinen Händen. Wir starten links. Winkle dein linkes Knie an, fasse den Fuß oder nimm den Gürtel oder dein Tuch zur Hilfe. Das Knie bleibt in der Verlängerung deines Hüftgelenkes. Schultern bleiben entspannt bzw. stabilisiert im Schultergelenk. Lasse den Atem fließen. Steißbein zieht leicht nach hinten an die Wand. Atme tief ein, spür die Länge über deine Wirbelsäule und mit dem Ausatmen presse kraftvoll den Fuß in deine Hand hinein. Dein Oberschenkel wird nun aufgespannt, es ist wie ein Bogenspanner. Atem fließen lassen. Spür, was das mit dir macht.
Gib Druck mit dem Fuß in die Hand. Es ist nicht, du ziehst den Fuß nicht zu dir, sondern du presst den Fuß in deine Hand hinein. Atme. Die ganze Hüftstruktur, die Vorderseite deines Oberschenkels werden wie ein Bogen aufgespannt. Das Knie ist, wenn möglich, weg vom Boden. Nochmal ein- und ausatmen und dann lasse los. Entspanne dich für einen kurzen Moment. Und noch einmal. Stabilisiere dich aus der Mitte, Steißbein zieht an die Wand. Mit der Ausatmung presse den Fuß in deine Hand hinein. Schieb den Fuß weg von dir. Und jetzt kannst du zusätzlich am Fuß etwas nach außen ziehen, sodass der Oberschenkel in deinem Hüftgelenk in eine Rotation kommt. Dann wieder zentrieren. Du ziehst am Fuß nach außen, der Unterschenkel kommt wie in eine Scheibenwischbewegung und dann drehst du wieder zurück. Spür diese Drehung des Oberschenkels in deinem Hüftgelenk. Und du schiebst immer den Fuß weit weg von dir. Sonst entspanne dich im Nacken, im Kieferbereich. Noch ein letztes Mal. Es darf trennen. Spür, was es macht. Zentrieren und dann entspannen lassen. Und das Bein lange nach hinten ausstrecken. Spüre die linke, rechte Seite. Die beiden Beine, die Länge. Wie fühlt es sich vorne über die Hüfte an, links und rechts, im Lendenbereich, über den Rücken, im Schulterbereich, über die Arme bis zum Kronenpunkt. Atme tief ein, hebe deinen Kopf, ziehe das Brustbein nach vorne, ausatmen bleiben, verlängere weiter nach vorne, oben bleiben und komme nochmal ein Stückchen weiter nach oben, wenn möglich. Hier bleiben und dann beginnst du wieder den Kopf zu drehen, nach links und nach rechts, ganz in deinem Rhythmus. Und nimm wahr, wie es sich jetzt anfühlt. Wie sind die Bewegungen? Kannst du gleich weit bewegen, links, rechts? Wie sind die Spannungsverhältnisse? Wie geschmeidig ist es? Dreh dann zurück in die Mitte, leg den Kopf ab, nimm deine Hände neben den Brustkorb, stoß dich kraftvoll hinauf in ein halbes Brett und mit dem Einatmen schiebe dich über die Hände, über die Arme zurück, Steißbein zieht nach hinten, spüre dein Becken, deine Hüftbereiche mit dem Ausatmen, Steißbein kraftvoll einrollen, nimm diese wellenförmige Bewegung nach vorne wahr. Komm in ein halbes Brett, schieb die Matte mit den Händen wie auseinander und mit dem Einatmen schiebe dich mit den Händen, mit den Armen zurück. Steißbein zieht nach hinten.
Und erst mit dem Ausatmen das Steißbein kraftvoll einrollen, Bauch aushöhlen, wellenförmig nach vorne gleiten. Vergleiche die Bewegung zu ganz am Anfang. Komm in ein halbes Brett und dann schieb dich wieder zurück und entspanne dich komplett in der Kindsposition. Wie fühlt sich das Zusammenfalten an? Wie fühlen sich die linke und die rechte Körperhälfte an? Wenn du ganz bewusst einatmest, wo fließt die Luft hinein? Fließt sie gleichmäßig in beide Lungenflügel? Oder gibt es eine Seite, die automatisch einfacher öffnet? Und dann komme von hier wieder nach vorne in die Bauchlage. Hände unter die Stirne. Ein Bein und das andere aus der Hüfte hinaus. Schieb, Nacken, Schultern entspannen. Und dann das rechte Bein anwinkeln. Rechte Hand umfasst den Fuß oder den Gürtel zur Hilfe nehmen. Tief einatmen. Zieht wirklich zuerst mal die Wirbelsäule in die Länge, verlängert das Steißbein nach hinten an die Wand. Mit dem Ausatmen presst den Fuß in deine Hand hinein. Das Knie löst sich vom Boden. Spür dieses Bogen ausspannen. Über die Hüfte vorne, über den Oberschenkel vorne. Vielleicht spürst du es bis ins Knie. Atem fließen lassen. Wie ist es auf dieser Seite? Press, lass nicht los. Auch wenn es herausfordernd ist, behalt dieses Pressen bei. Immer wieder nachspannen, falls du loslässt. Vielleicht gibt es auch noch etwas Raum und Platz, kannst noch etwas den Bogen vergrößern, dann mach das. Das Knie bleibt in der Verlängerung deiner Hüfte. Nochmal tief ein- und ausatmen. Und dann löse für einen Moment. Lasse den Atem fließen. Sei einfach mit dem, was jetzt gerade ist. Dann nochmal mit der Ausatmung. Press deinen Fuß in die Hand hinein, Steißbein zieht zur Wand. Dann beginne zusätzlich zu dem Aufspannen am Fuß nach außen zu ziehen. Unterschenkel geht mit, spür die Rotation deines Oberschenkels im Hüftgelenk. Nach außen ziehen und wieder zurückdrehen. Und das Ausspannen nicht unterlassen. Nacken-Schulterbereich, lass los, Kiefer, bleib entspannt. Schiebe den Fuß in die Hand hinein und drehe zusätzlich nach außen. Das Knie bleibt in der Verlängerung der Hüfte. Noch einmal.
neutral. Und zentrieren. Und dann das Bein in die Länge entspannen. Hand unter die Stirne zurück. Und nachspüren. Linke, rechte Körperhälfte. Die Länge. Den Raum. Über die Beine, über die Hüfte. Wie fühlt sich der Lendenbereich an, der ganze Oberkörper? Die Position deiner Schulter, die Arme, auch den Raum in deinem Nacken und deinem Kopf bis zum Kronenpunkt. Erspüren. Tiefes Einatmen, Stirne vom Boden wegheben, Brustbein zieht nach vorne, ausatmen, bleiben, spür die Länge. Einatmen, weiter nach vorne, oben aufrollen, ausatmen, bleiben, Pause. Nochmal, wenn es möglich ist, etwas weiter nach oben aufrollen und dann nachspüren, in die Rotation kommen, wahrnehmen, wie es jetzt ist. Diese Drehbewegung, wie weit kannst du drehen? Auf beiden Seiten. Gibt es da allenfalls einen Unterschied? Wie geschmeidig ist die Bewegung? Und dann zentriere wieder, rolle Wirbel um Wirbel um Wirbel zurück, platziere deine beiden Hände neben den Brustkorb und stoß dich ganz kraftvoll von unten in ein halbes Brett. Tiefes Einatmen, schieb dich mit den Händen, mit den Armen zurück, Steißbein ist offen, wie ein Tisch dein ganzer Rücken. Und erst mit dem Ausatmen, Steißbein einrollen, Bauch aushöhlen. Spür die Länge über den Rücken, spüre über die Hüfte, über den Bauch. Wie fühlt es sich an? Diese Bewegung, dieses nach vorne rollen ins halbe Brett, das Einatmen, das aus den Händen, Armen zurückschieben, Beckenboden ganz bewusst entspannen, öffnen lassen und ausatmen, kraftvolles wieder einrollen. Linke, rechte Hüfte vorne, wie fühlt es sich da an? Nach vorne kommen, in ein halbes Brett, mit dem Ausatmen, Zehen einrollen, Knie vom Boden lösen, schiebe mit dem Einatmen die Hände über die Watte nach vorne weg, schiebe die Sitzbeinhöcker in den Himmel, ausatmen, Fersen in den Boden fließen lassen und dann mit der nächsten Ausatmung Steißbein einrollen, wellenförmig nach vorne kommen, in ein Brett. Einatmen, Knie anwinkeln, stoß dich mit den Händen, Armen zurück. Ausatmen, Knie strecken. Dieses Mal rolle hoch auf deine Fußballen, tiefes Einatmen, mit dem Ausatmen Steißbein einrollen, wellenförmig nach vorne kommen, in ein ganzes Brett. Ziehe die Matte mit den Händen wie auseinander und mit dem nächsten Einatmen schiebe dich mit den Händen, Armen zurück, Knie anwinkeln und ausatmen, beide Beine strecken. 2, 3 Atemzüge hier in deinem Dreieck genießen
Und erst mit dem nächsten Ausatmen nach unten kommen, abgebremst. Mit den Knien auf den Boden, Zehen ausrollen. Und lass dich zurückgleiten in die Kindsposition. Atem fließen lassen. Und schenk dir noch ein paar Atemzüge zum Sein, zum Nachspüren. Wie entspannt kannst du in diese Kindsposition hineinsinken. Den Kronenpunkt, der Kopf ziehen nach vorne in die Matte. Das Steißbein zieht nach hinten über dein Gesäß, über deine Füße in den Boden. Atme tief in deinen Rücken ein, bis in den Lendenbereich. Und ausatmen, sinke in dich zusammen. Mit welcher Leichtigkeit geht das Atmen jetzt? Und mit der nächsten Ausatmung rolle dein Steißbein ein, richte dein Becken auf den Fersen, wenn möglich, auf und sonst platzierst du dich einfach in eine andere Sitzposition, Becken aufrichten, Wirbel um Wirbel um Wirbel, aufeinander platzieren. Lasse deine Wirbelsäule in die Länge wachsen. Richte den Brustkorb aus, lasse die Schultern auf deinen Brustkorb zurückgleiten. Ganz entspannt, verlängere den Nacken und lasse den Kopf mit deiner Leichtigkeit auf dem obersten Halswirbel ausbalancieren. Mit dem Ausatmen nimm die Arme über die Seite nach oben, Nacken, Schultern entspannen. Einatmen, dreh dich, schraub dich in die Länge. Steißbein zieht in den Boden, Kronenpunkt zieht in den Himmel. Weich werden, zurückkommen. Einatmen, in die Länge schrauben. Spür dich bis in die Fingerspitzen. Das Ausatmen ist ein Zurückgleiten in die Mitte. Beide Seiten nochmal. Schraub dich in die Länge. Ausatmen, zurück. Tiefes Einatmen, Raum schaffen im Brustkorb. Dadurch erleichtert sich das ganze Drehen und wieder zurückkommen. Tiefes Einatmen, ziehe dein Brustbein in die Höhe, senke deine Arme auf Schulterhöhe. Mit dem Ausatmen Steißbein einrollen, Bauchwand zurückziehen, runder Rücken. Und einatmen, Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Arme senken, Schultern entspannen. Nochmal tiefes Einatmen, Arme über den Kopf, Hände zueinander bringen. Tief einatmen und mit dem Ausatmen ziehe deine Hände vors Herz. Schließe einen Moment deine Augen. Lasse den Atem fließen. Bleib ganz bei dir. Schenk dir ein paar Atemzüge einfach für dich.
Und mit der nächsten Ausatmung öffne dann deine Hände und deine Augen. Und dann schließen wir diese